begrüße euch ganz recht herzlich zu dieser neuen Episode Filmlife. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt davon, Schriftrunde zu liken und zu teilen. Und wenn ihr immer am neuesten Stand wollt sehen, dann abonniert den Kanal. An dieser Episode geht es um den zweiten Teil von der Stephen King Buchverfilmung It. Den ersten Teil war ja schon mal nicht schlecht. Man kann den zweiten Teil mal teilen. Ob den zweiten Teil da genauso gruselig und spannend ist wie auch den ersten Teil, ja, das seht alles an dieser Episode Filmlife. Wann in den 27 Jahren, wo de Losers Club It besiegt und hat sich alles an Derry normalisiert. Mir lo ganz genau nur 27 Jahren fänken die vier Kommissare von Fion. Kann von dem uns in alle gut nach Wurse gehen an hun Staat verlos. Bis auf den Mike Hanlon, den ist noch immer an Derry blieben. An der Lo, wo leider im spurlos verschwanden, hat den Verdacht, dass der Pennywise zurückkommen ist. Darauf rief den alle guten Member vom Losers Club und seht ihn, dass sie unbedingt mussten auf Derry kommen, für den Pennywise zu bekämpfen. Allerdings hat der Rest vom Club alles verdrängt, was dem muss geschehen ist, und haben absolut keine Erinnerung mehr dran. Das Einzige, was zu wissen, ist, dass es ihnen absolut nicht wohl dabei ist, auf Derry zurückzukommen. Ob sie sich noch alle guten in ihre Schuhe von dem zahlen, und auf Derry zurückkommen, und ob sie überhaupt eine Chance gegen den Pennywise haben, das seht alles am Kino bei It, Chapter 2. Also mein Herz blut für Stadlo zu sagen, mir It Chapter 2 ist leider ein kompletter Reinfall gehen. Der Film hat im Vergleich zum ersten Teil komplett versucht. Obwohl der Regisseur den Namen nicht geblieben ist, hat er trotzdem die Impression, dass der Film von einem komplett anderen gemacht wird. Der Film hat schon echt allein gar nicht mehr und es sind immens viele Comedy-Szenen dran, die absolut auch gar nicht dran passen. Am ersten Teil war ja auch den einen oder den anderen witzigen Moment dran, aber am ersten Teil hast du mal nie die Stimmung gebracht gehen. Die Szenen hier wirken einfach nicht mehr deplaciert. Und dadurch geht der Film lange nicht mehr so unheimlich, wie ihn sich das gewünscht wird. Und damit geht der Film dann auch noch extrem langweilig und das Drehbuch dreht auch nichts Gutes mehr dazu bei. Die ganze Story ist so uninteressant und konfus geschrieben, dass es anstrengend ist, noch zu gucken. Am ersten Teil ist die Geschichte komplett linear erzählt. Also können wir davon ausgehen, dass das am zweiten Teil auch der Fall ist. Mit dem zweiten Teil ist asynchron geschrieben. So tauchen immer im Rückblende von Demos auf. Das ist ja einerseits flott, weil dann kann an der Story auftauchen. Aber andererseits ist die Geschichte, die wir gerne weltweit gesehen, einfach kein Schritt voraus könnt. Etwas, was dann auch noch ein immenser Kritikpunkt ist, ist den super schlechten CGI. Ich bin sowieso immer echter Fan von Kostümen oder Animatronics und das hat heute im Film auch immens gut getan. Der CGI ist platzweise wirklich schlecht. Und sieht das Ganze noch an lächerlich. Für mich hätte verschiedene Szenen noch überhaupt gar nicht so überspitzt müssen sein. Ganz nur Motto Mama science do me. Und der Schauspieler kann ihn eigentlich nicht viel meckern. Jeder spielt seinen Charakter so, dass ihn Kanner vom Viergänger wirklich schon Erinnerung hat. Also kann ich schon bald sagen, dass der Cast mit Abstand der Beste im Film ist. Ob es Bill Skarsgård ist, den der Pennywise wirklich super gut spielt und den ganzen Charakter einfach noch auf ein neues Level bringt. Oder auch den James McAvoy, der ein super Schauspieler ist und noch heute Bill perfekt rumgeht und sein Trauma lebhaft durchstellt. Und noch mein Favorit, Bill Hader, der weit dafür gemacht ist, Richie Tozier zu spielen. Mir leider sind Charakteren einfach nicht gut geschrieben gehen. Es hat permanent das Gefühl, er hat auch wirklich keine Mädchen sind. Der Film lebt nonstop mit ungezogener Handbremse. Es hat ja immer mehr, dass Filme noch ein bisschen Notdreharbeit gemacht gehen. Und ich meine, das wäre hier auch passend gewesen. Ganz viele Szenen waren immens komisch und auch teilweise unlogisch geschnitten. Das ist ein bisschen so, wie wenn sie schon beim Schnitt gemerkt hätten, dass nicht immer alles passt und dass sie nur noch probiert zu retten, was noch zu retten war. Ich habe mir ja hier wirklich auch kein Oscar-Kandidat erwartet. Wir wenn ein Horrorfilm weder gruselig noch Spaß macht, ja, da bleibt nicht mehr ganz viel übrig. Es tut mir selber immens leid, ich wollte den Film wirklich gerne hören, mir möchte denken verdammt schwer. Wie gesagt bei ihr, hat euch den neuen It gefallen? Seid ihr überhaupt Fans von Horrorfilmen? Erzählt mir da in den Kommentaren. Aber wenn ihr da schon dabei seid, dann denkt man darum, ein Like dort zu lassen und zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch dann trotzdem noch ganz viel Spaß am Kino mit It, Chapter 2. Hello. Please. For 27 years, I dreamt of you. I craved you. I've missed you. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied.